Oh. Das ist ein Spiel vom Schweizer Entwicklerstudio Okomotive. Die sitzen in Zürich. Mit denen haben wir auch schon ein Interview gehabt. Das war die Podcast-Episode 12 gesehen. Die ist natürlich seit 2 Wochen schon online. Also geht doch mal schauen, beziehungsweise hören, falls euch interessiert, was sie zu sagen haben. Don't judge me, ich war sehr nervös und hibbelig, weil ich das Game mega toll finde und dementsprechend natürlich auch müssen. Oh, wisst ihr, was mir gerade aufgefallen ist? Ich habe das Game noch gar nie mit Controller gespielt. Ich habe das immer nur mit der Tastatur und Maus gespielt. Okay, das wird jetzt interessant, weil, also ich meine, I try. Mal schauen, was wir da machen können. Also, jetzt müssen wir ja eh mal Fürschi zuerst. So. Also ich probiere es jetzt mal mit Controller. Und eben, wie gesagt, bisher habe ich es immer mit Tastatur und Maus gespielt. Das bin ich gerade ein bisschen überfordert, muss ich zugeben. Wie kann ich hier... Ah, so. Nice, okay. Ich muss einfach wissen, wo ich bin. Genau, entconnecten. Ja, so sieht es aus. So. Also, das hier müssen wir hier anklicken. Sonst kommt es nicht gut. Sonst können wir nämlich nicht entweder rauf oder runter. Und das müssen wir ja hier ständig bei diesem Game. Rauf und runter. Beziehungsweise, wisst ihr was? Das ich mich gerade frage. Letztes Mal, als ich hier war, bin ich da schon unten gewesen? Bin ich da schon schauen? Das weiss ich nicht mal mehr. Wobei, wenn ich es recht im Kopf habe, sind wir schauen. Und wir haben einfach so aufgehört, dass wir effektiv einfach gerade weiterspielen können. Aber ja, nochmal so ein Sicherheitscheck kann sicher nicht schaden. Allerdings hat unser Sonar nicht ausgeschlagen, von dem her gehe ich mal davon aus, dass das alles sauber läuft. Yes. Also, gehen wir wieder zurück. Ein bisschen Turbo, ein bisschen Gas geben. Oh, wo ist das Schiff? Ah, da oben. Fast übersehen. So, also. Wenn ich es aber richtig gesehen habe, ist hier unten ein Sackgasse. Hey. Von dem her müssen wir ganz schnell schauen, wie weit wir da vorkommen. Oder ob wir hier einfach... oh, was haben wir rein? So. Nein, ist das kaputt? Die müssen reparieren. Da kommen wir durch. Aber warum habe ich mir das Gefühl, dass wir hoch oben sind? Wir müssen ein bisschen runter. Ich habe das Gefühl, wir müssen ein bisschen runter. Sonst enden wir da nicht gut. So, das lenkt bis da. Gut, so. Haben wir es geschafft. Also. Oder müssen wir... Nein, jetzt müssen wir wieder rauf. Nein, das gibt's doch nicht. Mann, jetzt habe ich schon Freude gehabt. So, yeah, Mann, ich habe das Game vorhergesehen, aber nein. Im nächsten Moment müssen wir schon wieder rauf. Frech. Einfach frech. Mal schauen, jetzt müssen wir noch ein bisschen mehr rauf. Rauf, nicht runter. Aber nicht schnell, wo oben dran ist sicher etwas. Es ist schon ein bisschen das Koordinieren hier. Oh, wir kommen an die frische Luft. Ich freue mich schon an die frische Luft. Wird aber ein bisschen stickig da in meinem U-Boot. Nicht wahr? So, lala, da sind wir. Ei.
We go. Nein, es wird, weißt du, wenn man atmet, Tobi, dafür braucht man so etwas, das nennt sich Sauerstoff. Und vom Sauerstoff gibt es leider nur eine gewisse, ich sage jetzt einmal, Anzahl in der Luft. Und wenn die aufgebraucht ist, dann kann man nicht mehr schnaufen. Weisst du? Wenn man pupst, dann stinkt es einfach. Aber es wird nicht stickig. Das ist der Unterschied. So, jetzt ist mir auch gerade eingefallen, dass wir hier schon waren letztes Mal, aber anscheinend hat es hier nicht gespeichert. Und ich habe einfach noch so gedacht, bei dieser Felswand, die hier kommt, die sieht einfach verdächtig aus und ich tue hier gescheiter den Segel mal noch nicht rauf. Ein bisschen schneller Fürschung gehen, das können wir. Sonst sind wir da nämlich ewig dran. Können wir da nicht ein bisschen Gas geben? Ah. Ich habe ehrlich gesagt schon wieder vergessen, was da noch auf uns zukommt. No. Hey, kein Brennmaterial mehr. Und dann müssen wir ja auch langsam mal ein bisschen auffüllen. Ist auch schon wieder fast alles weg. Also. Ah, da haben wir ja noch mehr. Ah ja, wir haben noch genug. Don't worry. So. Vorwärts! Hey Luki, einen wunderschönen Nachmittag. Wie geht's dir? Wie war dein Tag bisher gewesen? Und du hast ein sehr schönes Emote, das du da verwendet hast. Muss ich also wirklich sagen an dieser Stelle. So. Wie sieht es jetzt aus? Müllig sieht es aus. Irgendwie ist da alles zu. Ich glaube, jetzt, wo wir da unten durch sind, können wir dann auch wieder unsere Segel verwenden. Vor allem jetzt ist hier das Teil zu. Ah ja genau, jetzt weiss ich es wieder. Wir sind hier nämlich, genau, am letzten Mal gegen Schluss sind wir tatsächlich hier schon durchgefahren. Und was wir jetzt nämlich probieren können. Hey, Controller ist ganz anders, das ist irgendwie weird hier. Jetzt probieren wir nämlich, ob wir Segel wieder setzen können. Und mit dem Segel wieder weiterfahren können. Weil es kann ja nicht sein, dass wir da so umweltbelastend sind. So. Selbstlob stinkt. Wieso? Ich habe die Emotion nicht gemacht. Das bin nicht ich gesehen. Und Eigenlob stinkt nicht. Das bedeutet nur, dass man stolz ist auf das, was man gemacht hat. Und das ist etwas sehr Positives. Jeder soll ein bisschen mehr stolz sein auf das, was er selber macht. Wären nämlich Menschen nicht alle so frustriert, ganz ehrlich. So, jetzt kommen wir hier in den blauen Bereich. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. Sucht sie eine Ausrede? Das sind keine Ausreden. Das ist eine Lebenseinstellung. Luki, du bist doch ein bisschen stolz auf dich selber. Du darfst schon loben, was du gemacht hast. Aber das Emote habe ich ja nicht einmal ich selber gemacht, deswegen darf ich es umso mehr loben. Aber ja, unsere Emotes, die wir haben auf Praktika, die sind aber auch sehr cool. Das muss man natürlich auch sagen an dieser Stelle. Die sind wahnsinnig herzig. Die hier zum Beispiel. Die sind wirklich cute. Jetzt habe ich mein Segel vernachlässigt. Entschuldigung. Ich war abgelenkt von unseren herzigen Emotes. So. Was meinst du? Welches?
So, also, genau. Jetzt sind wir da, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Genau, da bei dieser riesen Mauer, wo wir uns einfach gewundert haben, was echt dahinter ist, beziehungsweise, wer hat echt die gebaut? Wer baut so eine riesen Mauer? Außer gewisse grössenwahnsinnige ehemalige Präsidenten von Amerika. Aber ja. Dem ist es zum Glück nur bei einem Wunsch geblieben, nicht wahr? Ich habe Angst um mein Segel. Ehrlich gesagt. Beziehungsweise, hä? Moment. Oh, da ist eine Leiter. Okay. Da ist eine Leiter. Das heisst, wir können noch ein bisschen fürschen. Das heisst, ich muss doch keine Angst haben um mein Segel. Das ist gut. Hui. Plopp. Gehen wir noch ein bisschen fürschen. So. Und dann gehen wir da rauf. Oh, dort oben habe ich eine Leiter gesehen. Wenn wir da raufkommen. So. Jetzt. Ah, das da? Ja gut. Da habe ich nicht nur ein Modell gestanden, sondern das habe ich einfach aus einem Screenshot habe ich das. Oh shit. Ja, du darfst einfach runterfallen, das ist gut. Also es ist schon lustig, wie anders sich das spielt im Fall, wenn man mit Controller spielt. Aber es ist cool, das mal ausprobiert zu haben. Weil bis jetzt habe ich es immer nur mit oh shit. Bis jetzt habe ich es immer nur Nein, nicht aber okay. Bis jetzt habe ich es immer nur mit aber Tastatur und Maus gespielt. Und das ist schon sehr anders. Das muss man also wirklich sagen, es ist extrem anders. Wie kommen wir recht? Das wär's, weiter kommen wir nicht mehr. Nein! Nein, ich habe mich nicht festhalten. Okay. Also, probieren wir das nochmal und das Mal haben wir uns hier einfach fest. So, bis der Windstoss vorbei ist. Fertig. Sie machen wilde Vergleiche. Wieso? So mache ich jetzt echt wilde Vergleiche. Hey, sag mal. Wegen Trump? Ach, das ist doch okay. So, eins weiter. Nichts als die Wahrheit, sage ich nur. Nichts als die Wahrheit. Nein, jetzt habe ich zu lange gewartet. Jetzt muss ich den pressieren. So. Schnell. So, gut. Okay, es lenkt gerade so tatsächlich. Und weiter geht's. We can do it! Wir schaffen das! Nice. Ich gehe mal davon aus, das ist das nächste Rätsel, das wir hier haben. Genau, das nächste Rätsel. Jetzt ist die Frage, müssen wir das einsaugen oder... Okay. Da haben wir irgendwie so einen Button, den wir dann müssen drücken. Da, das ist nur zum... Ah, der schiebt... Ja genau, der schiebt es dann links. Okay. In dem Fall schieben wir das da hier vor, dass wir wieder raufkommen. Wir gehen aber schauen, was wir da schon haben. Wir haben da so Haken, okay. Oh, ist das dunkel hier? Ah, schau mal. Kann man das da anmachen? Nice.
Ich glaube, ich muss nicht alles aufschleppen. Das würde schon viel zu lang gehen. Und noch last but not least, wenn es der wird. Und nimm's. So. So. Ich frage, kann ich auch die Leiter da nehmen? Ist doch sicher einfacher. Ah, komme ich da? Da komme ich gar nicht weiter. So doof. Also, ich muss hier drauf. Okay. Okay, so. Jetzt muss ich irgendetwas drücken. Wahrscheinlich der da oben ist für den Ofen. Keine Ahnung. Ah, no, da kommt's. Okay. Ah, da ist es! Also, let's go. Fire! So. Yes, es scheint zu funktionieren. Nice. Also ich muss schauen, dass es im blauen Bereich bleibt, aber ich darf... Also ich muss aber auch aufpassen, dass es nicht überhitzt. So. Genau, ich muss immer wieder abkühlen. Oh, schnell... Nein. Schnell wieder hier. Stressige Sache. Ja, ich sage nicht als Wahrheit, Luki. Nicht als Wahrheit. So. Geben wir da noch ein bisschen Gas. Nein, müssen... Ja, ich komme ja. Da. Aber kühlen. Stopp. Muss länger. Oh Gott, Musik. Bedrohlich. Jetzt. Oh, der Button. Nice. Kann ich da den Button drücken? Jetzt vibriert mein Controller und irgendetwas anderes passiert. Es dreht sich alles. Ja, danke dafür. Das ist wie im Europapark. Wie heisst das? Flucht der Cassandra oder so. Wenn sich um alles fährt, davon bewegen. Und man selber dreht sich auch noch mit. Und das ist toll. Und jetzt? Ja, cool, danke. Und jetzt? Geh mal rauf. Ich habe keine Ahnung. Da ist ein Button. Bringt der etwas? Ah! Ich muss noch weiter raufhauen. Wo geht? So. Das ist einfach verkehrt. Das ist so irritierend. Oh, jetzt kann ich da rauf. Okay, jetzt ist offen. Vorher war es nämlich zu. Okay. Jetzt können wir das Teil holen. Ja genau, das ist so eine... wie sagt man denn? So eine Kapsel oder so für unser U-Boot. Und jetzt? Kann ich jetzt wieder raus? Nein, ich kann nicht mehr raus. Nein, help! Ich werde jetzt, glaube ich, stehe wieder raus. Okay. Push the button. Faster! Harder! Wait! Frage, wo ist unser Schiff? Weiter geht's gar nicht. Das ist noch schlau. So, yes. Boys and girls.
Das mögen wir. Sehr gut. Raus. Und oben runter. Fräsen. da ist noch Zeugs. Ich bringe mal noch das Zeug in Sicherheit hier. Wo wir einfach oben runtergeschmissen haben vorher. So. Ja, ich glaube, spätestens, wenn wir unter Wasser würden gehen, würde es uns davon geschwemmt werden. Das wäre sehr schade, weil ja, Brennmaterial, sage ich jetzt mal, ist irgendwie immer ein bisschen rar. Vor allem, oh. Stau! No. Ja, ja. Das ist gut so. Aufräumen tun wir das später. Wenn ich nicht mehr rumgehen auf, von dem her, ja. So. Hell yes! Neue Fähigkeit. Oha. Ich glaube... Ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert, aber ich glaube, ich tue sicherheitshalber hier mal den hier raus. Also ich weiß nicht mehr, was passiert. Ich habe es ja schon mal gespielt, aber ich weiß nicht mehr, was passiert. Also ich tue hier zuerst mal das Zeug verräumen. Beziehungsweise... Ich kann es gar nicht wirklich... Ah, komm. Hey. Aber mit der Tastatur ist es einfach. No! Ich will das doch nur hier aufhängen. So, jetzt. Jesus. Okay, ich lade es jetzt einfach dort. Beziehungsweise, genau, jetzt müssen wir hier alles verbrennen. Gleiches System bzw. gleiches Prinzip wie vorher. Dass wir schauen, dass wir im blauen Bereich bleiben. Und gleichzeitig, dass uns der Motor nicht überhitzt. Wasser. Oh shit! Nein, ich bin so doof! Ich habe einfach das Ding... Was? Ich habe gar nicht gewusst, dass man das kann! Okay, das ist gar nicht so schlecht. Ich habe effektiv den Ofen gelöscht mit dem Wasser. Es macht ja schon Sinn, dass das geht, aber ich habe nicht gewusst, dass es geht. Das ist, was ich meine. Oh Mann, so dumm. Nein! Jetzt hat es schon wieder gelöscht. Okay, das ist verdammt gemein. Das ist mir mit dem Controller der Tastatur tatsächlich nie passiert. Aber ja. We can do it. Wir schaffen das. Aber ganz fest an mich. Also jetzt langsam wieder runter. Oh oh. Button. Nice. Schub. Volle Kraft voraus. Echt mit dem Kopf durch die Wange. So haben wir das gern. Haben wir beim Kirby ja auch schon gesehen, nicht wahr? Kirby geht auch gerne mit dem Kopf durch die Wange. Nice. Ja, in dem Fall würde ich aber gleich hier da noch schnell schnell abkühlen. So. Uiuiui. Dort habe ich noch etwas übersehen, okay. Ich schaue mal, wie sehr... Uiuiui. Ich wollte sagen, wie sehr stürmisch
dass es ist, aber wir gehen schon runter. Ja gut. In dem Fall bleiben wir gerade unten. Gut, das Wasser scheint sehr stürmisch zu sein. Von dem her, wartet auch ein Gewitter auf uns. Von dem her, ja, schauen wir einfach, dass wir hier voraus, also einfach geradeaus gehen. So, da kann ich mal weiter auffüllen, genau. So. Sachen brauchen wir nämlich dann wieder. Sind wir dann froh, wenn da alles wieder schön aufgeräumt ist, Abkopf. Doch, da ist noch einer, genau so. Oh, der Lei. Also, machen wir da wieder gemütlich das Türchen unter Wasser. Das ist doch schön. Ich glaube wirklich, dass es gewittert. Also es hat auch recht nach Sturm ausgesehen vorher. Du kannst schon mal raus schauen. Aber es deucht mich schon, dass also es hat einen rechten Wellengang gehabt. Oh, es sieht aber schön aus. Frag mich gerade. Ist das wirklich so schlimm? Das ist jetzt echt mein Schiff. Ist es echt schon ohne mich vorgefahren oder ist es irgendwo bleiben stecken? Oh nein! Leute, ich glaube, ich habe mein Schiff verloren. Upsi. Also, die Lehre von heute geht nicht zu weit weg von deinem Schiff, vor allem nicht, wenn es einen heftigen Wellengang hat. Ah, da ist es. Oh, uiuiui, jetzt habe ich Schwein gehabt. Hey Tobi, was Pippo sagt? Weil ich mein Schiff verloren habe? Ja, sag nichts, bin ich echt ein bisschen verschrocken. Aber ja, ich würde sagen, wir gehen doch einfach mal ein bisschen rauf. Wo so schlimm hat mir der Wellengang nicht gedacht. Putschi, hoi, wie geht's dir? Wenn wir natürlich die guten Wind haben, sage ich jetzt einmal, und wir vorsichtig sind, oh, ist das schön. Ja, sorry, aber das müssen wir ja schon ein bisschen geniessen. Also da schauen wir schon, dass wir da ein bisschen oben durch fahren können, bei diesem schönen Sonnenuntergang oder was auch immer das ist. Schon schön. Das müssen wir ausnutzen. Am Wind hat es genug. Das heisst, wir können ja endlich mal wieder ein bisschen segeln und ein bisschen Ressourcen sparen. Das ist gut. So. Ah, Putschi, hast du Far auch gespielt? Also, ab in Sonnenuntergang. Das geht auch schön. Ja, es bringt ja nichts, unser ganzes Brennmaterial zu verschütten. Wenn wir ja, also wenn es oben Wind hat. Und unten hat es jetzt nicht wahnsinnig spektakulär ausgesehen, das kommt sicher noch. Nacht, also doch Sonnenuntergang. Schön. Jetzt habe ich noch nie gesehen, das Game, aber es sieht toll aus. Hey Pucci, es ist insofern noch viel toller, weil es ein Indie-Game ist aus der Schweiz. Das hat ein Schweizer Entwicklerstudio aus Zürich hat das gemacht. Das ist der zweite Teil. Far Changing Tides ist der zweite Teil. Der erste Teil ist Far Lone Sails. Und der erste Teil ist deutlich kürzer als der zweite, aber oh.
Ich muss euch schnell etwas zeigen. Oh mein Gott. Seht ihr das? Unten im Wasser. Von dem habe ich nämlich im Podcast erzählt, beziehungsweise im Interview. Als ich das erste Mal hier durch, also ja, gefahren, geschwommen, wie sagt man, bin, es hat mich so geflasht. Es ist so schön. Es tut mir ja leid, aber das ist einfach ultra schön. Wie magisch ist das bitte? Die Musik dazu, einfach so schön. Das ist mein absolut Lieblingsteil aus dem ganzen Game. Es ist einfach so schön und magisch. Ja, auf Steam. Genau, kannst du es kaufen, Pucci. Auf der Switch, glaube ich, auch. Und auf dem Xbox Game Pass findest du es auch. Ach, so toll, hä? Ich liebe die Szene einfach. Aber ja, gehen wir wieder rauf. Ressourcen sparen. Also das lädt halt schon zum Genießen ein, das muss man schon sagen. So. Aber ich glaube, Wind haben wir definitiv genug, dass wir oben durch weiterfahren können. Rechts hat es Wolken. Ich hoffe, es bleibt ein paar einfach so ein bisschen wüchelig. Und es entwickelt sich nicht so ein voll ausgewachsener Sturm. Because you never know bei diesem Game. Es kann plötzlich sein, dass du in einem riesen Sturm drin bist. Pucci, falls du noch ein paar Hintergrundinfos zu diesem Game möchtest haben. Wir haben die 12. Episode von unserem Podcast, also das war die letzte. Heute ist gerade eine neue rausgekommen. Aber die letzte Episode von unserem Podcast, Nummer 12, die, also da habe ich ein Interview gemacht mit den Entwicklern von Okomotive. Also wenn es dich interessiert, kannst du gerne hören. Du kannst Ausrufezeichen Podcast in den Chat schreiben. Ja, und dann kommst du drauf. Hey Troy, danke vielmals. Troy, wie geht's dir? Ich habe vorher deine Clips angeschaut bzw. bearbeitet, die du gemacht hast von letztem Mittwoch. Es ist so lustig. Quills Mom! Ich musste so lachen. Quills Mom, ja genau. Aber das mit der Sprache ist nicht drin, oder? Gut und sauber. Ja, doch. Wir hatten ein bisschen Troubles zuerst mit dem Xbox Game Pass. Wir haben irgendwie den Code für die Konsole bekommen. Was natürlich ein bisschen unlucky ist, weil die auf dem PC nicht funktioniert. Aber ja, jetzt haben wir es noch regeln. Die Szene war so gut. Ja, ich musste wirklich lachen. Nein, das mit der Sprache ist nicht alles geklippt. Das hätte ich eben gesehen.
Habe ich noch schade gefunden, wo du hast noch davon erzählt und dann habe ich gefunden, so, das wäre jetzt gut gewesen, wenn ich das noch hätte gesehen. Aber ja, wenn es kein Clip ist, dann ist es halt kein Clip, dann ist es so. Übrigens, Leute, also wir machen immer mal wieder so ein paar Clips von unseren Games, also von unseren Streams. Falls ihr mal ein paar wollt, schauen, also beziehungsweise falls ihr ein bisschen auf dem Laufenden wollt bleiben, was wir eigentlich alles so streamen an verschiedenen Games. Und wir haben ja verschiedene Games, also verschiedene Streamer, die verschiedene Games streamen. Oh. Jetzt bin ich voll im Redenfluss und habe voll übersehen, dass da... Ja, super. Dass ich das Ding habe... Segel habe noch oben gelassen. Der hat mich abgelenkt, ihr seid schuld. Ich muss schnell verlicken hier. Das ist nicht gut. Genau, eben, wenn ihr wollt, so ein bisschen auf dem Laufenden bleiben, wer von uns was streamt, dann könnt ihr das auf TikTok schauen. Dort tun wir auch ein paar Clips aufladen. So ein bisschen die besten, von den besten Szenen, sage ich jetzt einmal. Ausstellen. Oh, unten hat Stuff. Okay, das heisst, ich muss da runter Stuffy sammeln. Moment. I need more stuff. I need more stuff. Das ist ein richtiger Schiffsfriedhof, Junge. Hey, holy shit. Mit der Sprache, genau. Junge ist etwas. Wie komme ich dort her? Da ist eine Kiste. Aha. Aber ich glaube, für das brauche ich unseren Haken. Wenn ich mein Schiff finde. Das ist immer so eine Sache. Es verschwindet einfach oben. Da ist es. Ey, sag mal. Wo ist der auf, nicht oben? Ich sag einfach so. Mitnehmen. So, du kommst mit. So viele Fischli. Wir haben so viele Fischli. Das ist so ungewohnt. Sonst hätte es so wenig Lebewesen. Außer Quallen vorher, die waren natürlich Bombe. Da ewig Luft. Ja, wo siehst du das Ding, das ich anhabe? Haha. Ich muss nur fragen, was ist hier? Ist ja etwas. Yes. I found something. So. Gehen wir wieder rauf. Zum Glück hat man ewig Luft. Weißt du, wie oft ist es schon gestorben wäre? Das ist nochmal so eine Hirsch. Den darf ich nicht verbrennen. Ich sammle die nämlich. Es hat mehrere so Hirsche. Okay, gehen wir da durch. Sicherer. Da muss ich aber auch rauf. So. Ich glaube, es ist in die Richtung. Es wird draufstehen, aber es spiegelt zu fest, darum sehe ich es nicht mehr. So, wieder da. Hat es also geklappt. Yes, es hat geklappt, Sayuki. Gott sei Dank. Aber ich dachte, das jetzt nicht funktioniert. Das ist auch wieder doof. Eieiei. Das ist so tief. Ja, das tut lang. Ach so.
Ah, jetzt. Gerade wollen sagen. Also ich muss zuerst das in Sicherheit bringen. Da, seht ihr, ich habe schon einen Hirsch und eine Ente. Jetzt habe ich da nochmal einen Hirsch. Jetzt ist nur die Frage, was mache ich mit der Lampe? Das sammle ich hier da, die 2 Sachen. Die Ente und die 2 Hirsche habe ich jetzt hier gesammelt. Ist doch hübsch. So, dann haben wir jetzt noch das da hier. Und jetzt haben wir, glaube ich, tatsächlich auch nichts mehr, genau, was anzeigt. Denke ich mal. Gut, weiter geht's. Und wir können da noch Sachen, vor allem das hier aufhängen. Ey! Ist ja nicht so. Lampe, was mache ich mit der Lampe? Ich lasse jetzt einfach mal da. Da haben wir ein bisschen Licht unten, das ist doch auch schön. Apropos Licht, ich glaube, unsere Blume hat auch gerne ein bisschen Licht. Ah, so schön. So. Okay, es sieht schon aus, als würden wir langsam in einen Sturm fahren, aber ja, jetzt warten wir mal noch ein bisschen ab. Könnte schlimmer sein. Ist das ein Karussell da unter mir? Das habe ich gar nicht gesehen. Müssen wir das aufbewahren irgendwie? So als Kindheitserinnerung oder so. Hört ihr's? Oh mein Gott. Das ist toll. Oh mein Gott. Das Karussell hat wirklich Sound. Oh mein Gott. Okay, das Spiel ist echt Bombe, Mann. Sorry, aber wer auch immer das gemacht hat. Nein, ich weiss ja, wer es gemacht hat, aber you know what I mean. Es ist Hammer. Die Kleinigkeiten. Mega gut. Okay, sieht nach Sturm aus. Ach nö. Ah, der repariert. Ich glaube, ich muss da mal unser Segel reinnehmen. Irgendwie, wenn wir da in einen Sturm reinfahren, ist es vielleicht nicht ganz so schlau, wenn das Teil, also vor allem der Mast noch da oben ist. Eieiei, ja. Oh Gott, okay. Tschüss zusammen. Ich verabschiede mich. Ich wünsche euch viel Spass an der Oberfläche, ohne mich. Das wird mir... Oh, das ist gedonnert, holy shit. Oh mein Gott. Ja, nope. Tschüss zusammen. Ich wünsche euch noch ganz viel Vergnügen. Ich gehe dann mal den sicheren Weg. Oh, ich sehe da oben durch die Wellen. Das ist sick. Was war das? Hey. Was war das? Wow, wie das donnert. Ja, ich denke, es hat wirklich getönt wie ein Erfolg, aber normalerweise zeigt es mir die an und ich habe darum die nicht gesehen, darum bin ich ein bisschen irritiert gewesen. Xbox Trophy, yes. Frage mich jetzt welche?
Kann man die nachschauen? Ahnung. Und normalerweise wird es ja eingeblendet, so am Rand, was es für ein Erfolg ist. Das hat sie eben nicht gemacht, und ich war ein bisschen irritiert. Ja, ich glaube, ich gebe mal unserer Pflanze noch ein bisschen Wasser. Ah, shit. Ich habe ja gar kein Wasser eingestellt. Schöner Moment. Ah. So. Oh nein, nein, weiter runter wollen wir nicht. Ah. So. Oh oh. Also, uns geht langsam das Zeug aus. Noch haben wir ein bisschen. Aber ich muss schauen, dass wir... Ja, es wäre schade, wenn wir unser Karussell und so müssten verbrennen. Das wäre echt trist. Trist? Oh Gott. So, eins Vorrätig haben wir. Die Lampe kann man theoretisch auch verhögen, also verbrennen, aber ich lasse es jetzt mal vorsichtshalber, hat gesagt. Voraussichtlich. Ah. Okay, es gewittert immer noch. Ich frage mich gerade, ist echt der bei einem Gewitter rausgestanden und hat das selber aufgenommen, den Ton? Also der Fabio ist ja das, Baumgartner, der das gemacht hat bei Okomotive. Oder hat er das irgendwie aus einer Datenbank oder so? Das würde mich schon ein bisschen interessieren. Wir müssen auf jeden Fall mal nochmal mit ihm quatschen. Und dann müssen wir aber dafür sorgen, dass ihr auch Fragen stellen könnt. FAQ machen, on Stream oder so. Es ist so bedrohlich, ich würde da gerne raus. Kann bitte wieder schön Wetter sein? Danke. Ja, jetzt habe ich dann nicht mehr viel. Jetzt habe ich wirklich nicht mehr viel übrig. Sonar schlägt ja auch nicht aus. Das heisst, hier ist ja auch nichts. Wo ich einsammeln kann. Ich bin vorsichtig sein. Es gewittert immer noch. Dann kann man sich langsam wieder raufgetrauen. Ah, so doof! Seht ihr's? Mega nice. Yeah, we did it! Nice, okay. Ah, jetzt sehe ich natürlich nicht, in welche Richtung.
Ah, so. So. Gut, und Wind haben wir auch wieder ordentlich. Ah, schön. Das heisst, wir können da wieder Segel setzen. Genau, Troy. Sturm vorbei! Wir haben es geschafft. Jetzt wird es weit. So, perfekt. So, schauen, dass es schön oben bleibt. Ah, das war jetzt aufregend. Das Game geht übrigens total etwa 5,5 Stunden. Vielleicht 6, je nachdem wie schnell das man ist. Bei mir geht es auch sicher länger. Schon allein durch das, dass ich immer am Schnurren bin. Und mir auch Zeit lassen bei solchen Sachen. WB Massimo. Oh! Interesting. Ich denke so, no! Das Game stürzt ab. PC brennt. Ah! Oh, Moment. Ich muss noch etwas überprüfen. Weil... normalerweise hat es ja... in diesen Pfosten da, wie sagt man denen? Hat es Ding. Hat es meistens etwas drunter. Jetzt muss ich schnell schauen, ob ich hier etwas... Oh, nein. Ob ich hier etwas auch finde. Wo ich brauche nämlich unbedingt wieder Stuff. Da ist es ja. Perfekt. Ich brauche unbedingt wieder so Material zum Verbrennen. Aber in diesen Dingen ist meistens, also in diesen riesen Containern ist meistens nur so etwas drin. Das ist so, ich so ein bisschen doof finde. Ich denke mir so, also in diesen riesen Containern muss es doch mindestens 2 oder 3 Sachen drin haben. Nein. Irgendwie ist immer nur etwas drin. Das ist ein bisschen doof. Ah. Ja, seht ihr, wieder nur etwas. Ich hätte gerne mehr. Und ich habe nämlich nicht mehr viel Reserven. Aber ja, vielleicht kommt ja gleich etwas, wo ich wieder Reserven auffüllen kann. Das wäre nämlich gar nicht mal so schlecht. Die Pflanze hat auch schön Licht, wunderbar. Das war falsch. So. Jetzt ist echt meine Frage. Nein, ich glaube, das ist keine gute Idee. Weil wenn ich da so rechts rüber schaue, dann sehe ich vor allem das riesen Eisen... Ja, das war ein Stock zu tief. Ein riesen Eisenteil, das mir wahrscheinlich meinen Mast kaputt macht. Darum gehe ich lieber nicht mit dem Segel dort durch. Denkt das? Oh oh. Da kann man gar nicht weiter. Ja, toll. Okay. Vor ist etwas. Oh shit, das habe ich jetzt wollen. Egal. Irgendwo da ist etwas. Da ist wo? Das ist hier. Oh. Hä?
da ist was. Ich weiß aber nicht, ob es das war, was er gesehen hat. Es würde mich erstaunen, weil es ist sehr weit weg eigentlich. Oh, was haben wir hier oben? Nichts. Okay. Ja, dann muss das mal heim. So. Kann aufhängen. Gut, und dann... Irgendwie, genau, dort hat die Leiter jetzt drauf. He? Also. Wir mal schauen, was dort denn ist. Let's go! Ah? Reinzoomen. Das ist eine Lagerhalle. Keine Ahnung, was das für eine Fahne ist. Sieht nach Vergangenheit aus. Das war genau das gleiche, genau. Das war die gleiche Fahne wie hier. Irgendetwas mit einer riesen Kuppel oder so. Was ist das? Das ist ja ein riesen Kran, holy shit. Ah, ich glaube, das brauchen wir jetzt so gut nicht. Okay. Gehen wir mal da rauf schauen. Was wir da oben haben. Ein riesen Dötschi. Aha. Ich glaube, das muss auf die Seite, kann das sein? So den Kran hinten dran anschauen. Die sind so übereinander. Auch so. Würde ich jetzt mal sagen. Ist wieder loslassen. Keine Ahnung, ist es gerade einigermaßen. Okay. Das scheint korrekt zu sein. Ui. Ich weiß nicht, in welche Richtung. Okay, ja, so macht Sinn. Okay, gut. Ich kann ja nicht mehr zurück. Ich kann nur hier durch. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Okay. Vorsichtig. Jetzt kann man den betätigen. He? Die Frage ist nur... Ah! Ich weiss, was er macht. Aufziehen. Nice. Ich glaube, das war uns ein bisschen im Weg gewesen. Cool. Ja, dann können wir wieder gehen, oder? Komm mal, wir können wieder gehen. Oh. Zum Glück ist da Wasser. Ich glaube, man kann nicht sterben, aber gleich zum Glück ist hier Wasser. Das wird echt ein Schock, es geht sehr weit runter. Ah, ich muss glaube ich ein bisschen runter. So, unten durch.
noch ein bisschen. So. Gut, dann können wir jetzt weiterfahren. Yay! Können wir wieder rauf? Bleiben wir gescheiter noch ein bisschen da? Nein, wir gehen mal rauf schauen. Okay. Wind haben wir auch. Das heisst, wir werfen wieder unsere Segel in die Pose. Ey, nimm's. Nimm's. So. Hey, okay. Es wird langsam kühl, habe ich so das Gefühl. Überall gibt es so Eisschollen. Das ist schrecklich. Ich bin mega irgendwie fasziniert von diesen. Kann man sagen Steampunk? Ja, eigentlich nicht. Es sieht doch so mega industriell aus alles. Es sieht sich so riesengroße von diesen. Oh, kommen wir da weiter? Echt so die riesen Eisengebäude und Konstellationen überall. Sie sind vor allem riesengroß. Das sieht schon recht krass aus. Crazy. So hinten dran, Mann. Das sieht schon krass aus. Oh, der Wind hat gedreht. Ist klar. Drehen wir die Segel auch. Wie hat er gedreht? Schwierig zu sagen. So etwa, hä? Weniger vielleicht. Wir haben ja keinen Gegenwind. So, jetzt. Ah, gut. Das ist aber gar nicht so einfach, so diesen Punkt zu finden, ehrlich gesagt. Aber, so wie es aussieht, geraten wir wieder in ein Unwetter. Ja, schauen wir mal. Anmächerlich sieht es auch nicht aus. Es schaukelt uns auch im Moment gerade schön rum. Ja, schauen wir mal, wie lange wir es schaffen. Oben durch einen Weg zu bahnen. Das Wasser durch. Jetzt scheint es auch gut zu funktionieren.
Ich frage mich natürlich schon, was ist unten dran? Was ist unter Wasser? Keine Ahnung. Merci, Troy. Das finde ich nicht mehr so schön an diesem Spiel. Dass man wirklich kann sagen, nein, ich gehe oben durch und nein, ich gehe unten durch. Also man kann selber sagen, welchen Weg das man gehen will. Ja, der Troy ist ja selber auch Streamer, der weiss, wie es läuft. Thank you. Ui. Aha. Ich glaube, da kommen wir nicht einfach durch. In dem Fall müssen wir jetzt uns wirklich verabschieden. Unter Wasser. Moment. Ah, jetzt. Einfach die Musik! Rochen! Oh, ich liebe Rochen. Sie sind cool. Aber nicht so magisch wie die Dings. Wie die Qualen waren. Oh, cool. Hey, was ist das für ein riesen Tor, Mann? Ist einmal etwas? Das Nas schlägt aus. Sag noch mal, wie weit weg ist es? Anscheinend noch ein Weile weg. Es ist dunkel da unten. Aha. Ich sehe fast nichts mehr. Ui. Oh, oh, oh. Okay. Jetzt gehen wir wieder ins Mühe rauf. Wir müssen nicht am Boden anstehen. So. Ich glaube, das ist fair so. Jetzt kann ich nämlich ein paar Sachen einsammeln. Sie sind zwar ein bisschen vor mir, aber einfach, dass wir hier... Dass wir das Zeug einfach schon mal haben. Und ich habe nämlich fast nichts mehr. Die letzte One. Voilà. So, das haben wir nicht. Ein Rucksack dort. Ich bin noch irritiert. Was ist das da hier? Das sieht einfach auch irgendwie aus, als wäre es so eine Sammelgegenstand. Nein, ein Fisch oder so. Es ist ein Fisch, er bewegt sich sogar. Oh mein Gott. Er bewegt sich, das ist ja voll cool. Schau mal, seht ihr das? Wie er da rumzappelt. Urgeil. Ah ja, gerne so Zeug. So wie das da hier. Hört ihr es? So schön. Es gibt
Irgendetwas ist da aber noch vor uns. Okay. Gehen wir da mal ein bisschen für, mal schauen. Wir sind ja vielleicht nicht ganz so schnell. So. Es und langsam näher. Aber ich glaube, pressant haben wir es nicht. Wir haben jetzt mal den ersten Gang eingelegt, nicht den zweiten. Hä? Düster. Sehr tief unter uns. Ich muss da mal schauen. Ah, hier! Cool! So tief ist es nicht. Ah, falsche Seite. No! Lass mich rein! So, einmal. 3 haben wir von denen. He? Das geht mir nicht. Ich denke, ich kann es aufschießen, aber nicht. Wo ist es da? Ah, ne. So, und dann noch das dritte. Nimm's. Sehr gut, das legen wir einfach her. Ja, und jetzt? Sollen wir noch weiter runter? Machen wir? Oh oh, oh oh, schlechte Idee. Ich glaube, ich muss rauf. Muss ich rauf? Oh. Ah ja, da geht's weiter. Also. Gehen wir da, erst Gang. Dann vorsichtig für sie. Überhangen. Shit, ey. So, okay, ganz vorsichtig. So ein Labyrinth da unten, hey, was? Das ist ja gar nicht. Zum Glück kann man selber ein bisschen wählen, was für eine Geschwindigkeit das man einlegen will. Das ist halt schon wieder ein bisschen langsam. Da durch die Gänge durch. Da ist wieder etwas. Das Sonar schlägt aus.
Vor uns. Ein bisschen schräg unter uns. So, okay, ich kann mal schauen, ob etwas unter uns ist. Ich denke es nicht. Okay, auch nicht. Rein. Also, gehen wir mal. Ich könnte ihn noch aufhängen. So. Okay. Nein! Ach, komm immer den Schalter ran. Gehen wir mal rauf. Ah, ich weiss wieder, wo wir sind. Oh no. Ich hatte ewig damals. Ewig, sage ich euch. Zum herausfinden, was ich jetzt hier machen muss. Mal schauen, ob ich es noch weiss. Ob es korrekt ist. Oh, falsche Seite. Nein! So. Yes, es ist noch korrekt. Oh mein Gott. Ich habe wirklich ewig gebraucht. Ich habe nicht geschnallt, was ich da machen muss. Holy shit. Es ist aber auch nicht einfach, ehrlich gesagt, wenn man das erste Mal hier ist. Das ist schon wieder so ein Hirsch. Viel von denen. So ein Teil. Ich kenne natürlich auch die Reihenfolge nicht mehr. Also ich weiss wirklich nicht auswendig, was ich machen muss. Aber es ist mir jetzt wieder in den Sinn gekommen, wo ich bin ewig dran gehockt, weil ich wirklich nicht gewusst habe, was ich dort so mache. So. So, okay. Ah ja, genau, jetzt grabt es nicht. Jetzt können wir das Teil ist einfach kaputt, das brauchen wir nicht mehr. Wir wollen keine kaputte Sachen. Das ist ja zum Glück schön angemarkert. Also es wird immer schön beleuchtet, sagen wir es so, was man hier machen muss. So, andere Seite. Die Unterwassergeräusche sind auch Bomben. Man hat wirklich das Gefühl, man hockt unter Wasser. Mit diesen Geräuschen immer. Man geblubbern so. So. Genau, da ist eine. Nice. Da rüber und setzen wir neu ein. Und yes, es ist schon 7 ab 5. Ich sage, wir machen hier jetzt noch so, bis es einen guten Speicherort gibt, sage ich jetzt einmal. Und dann würden wir dann auch langsam mal Feierabend machen. Muss ich dann noch wegfräsen da. Ich fräse dann noch Hurti fort. Ich habe Angst, dass der im Weg ist. Kann ich überhaupt noch? Nö, ich kann nicht mehr machen. Okay, gut, dann hat sich das erledigt. Button. So. Irgendetwas bewegt sich unter uns. So eine. Mit denen.
Hat fast gesagt Ventilator, aber es ist es ja nicht. Das Wasserrad. Ah, es ist von allein weggegangen. Cool. Umso besser. Okay, jetzt weiß ich schon wieder nicht mehr, was ich so machen. Ah! Cool. So einsammeln ist immer gut. Anscheinend brauchen wir das dann wieder. Ist das ein Hint? Ha! Das letzte noch holen. Hierher. Hey, so. Gut. Also, jetzt, ich bin mir grad nicht sicher, ehrlich gesagt. Aber es könnte sein, dass ich hier wieder muss, die Kanone volle Pulle Pusterkraft verwenden. So. Von dem her ja, let's try. Ah. Oh, kommt gut, kommt gut. Yes, Button ist aus. Komm in! So, jetzt mal schauen, ob ich rechts hatte. Sieht gut aus, ja. Oh. Ah, okay, das war anders, als ich erwartet habe, aber ja. Oi, 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 oi. Leute, es geht rauf. Wir haben anscheinend einen Lift verwünscht. Ein Fahrstuhl. Ah, oh Gott. Ah, shit. Ich habe meinen Controller hergelegt. Auf einen Holztisch. So halb auf dem Holztisch. Und jetzt hat er einfach so kurz vibriert. Das ist so erschrocken. Ah. Oha. Das Teil ist riesig. Oha. Krass. Okay, das ist doch eine super Gelegenheit, um an dieser Stelle. Das ist da in die neutrale Position. Das ist doch eine super Gelegenheit, um hier vorne drauf zu stehen.
den Sternenhimmel zu genießen und Feierabend zu machen. Was meint ihr? Jawohl! Hey, Leute, mega cool, habt ihr zugeschaut. Merci vielmals auch, dass ihr mit mir den Anfang habt durchgestanden und mit mir gewartet habt, bis wir den Key, also den Code bekommen haben, damit wir dann doch noch haben können, Far spielen. Ist jetzt halt ein bisschen kürzer gewesen als erhofft. Aber ja, ich kann jetzt leider wirklich auch nicht noch ewig überziehen. Ist jetzt halt so, shit happens, technische Probleme gibt es immer wieder. Das ist ja eigentlich nichts Neues. Jeder, der in dieser Branche, sage ich mal, arbeitet, kennt das ja. Von dem her, ja, in dem Fall wünsche ich euch einfach noch einen wunderschönen restlichen Abend. Falls ihr noch mehr von mir möchtet sehen, dann dürft ihr mega gerne heute Abend bei mir auf meinem privaten Channel noch vorbeischauen. Ich bin nämlich ab 19.00 Uhr wieder live am Streamen. Es gibt vermutlich Tunic, endlich. Endlich einmal Tunic. Das habe ich nämlich schon vor längerem wollen, anspielen. Was willst du nicht, Massimo? Bei mir schon vorbeischauen. Oh. Und ja, also wir haben morgen am 3 den nächsten Stream. Willst du nicht, alles klar. Wir haben morgen am 3 den nächsten Stream. Troy streamt dann Jurassic World Evolution 2. Glaub's, ja. Am Donnerstag um 11 Uhr geht es weiter mit dem Lego-Set Tallneck von Horizon Forbidden West, wo der Cyril am Zusammenbauen ist. Und am Freitag fällt leider der Stream aus, wo der Blake an einem Ding ist, an einer LAN-Party. So, genau. Also, dann sperre ich die von jetzt an immer, Massimo, wenn es um Gewinnspiel geht. Nein. Yes, genau. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Abend. Bei mir auf meinem privaten Channel geht es heute am 7. weiter, 19.00. Und sonst hier morgen mit dem Troy um 3. Der Podcast ist übrigens auch schon live. Falls ihr die neueste Episode möchtet hören, dann ja, könnt ihr das gerne nachhören. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Ciao, ciao.